Na Leute, habt ihr auch ein bisschen Bock auf ein paar Kämpfe noch bei Fire Emblem Three Houses, bevor der Monat wieder vorbei ist? Hier für meinen Teil schon. Und zwar würde es gerne, ganz kurz mal gucken, wie der Monat genau aussieht. Ja, nachher geht bereits das los, okay. Das heißt, erstmal Unterstützungsgespräche noch. Die letzten zwei. ふんふんふんふん。いいお天気で絵筆が進むな。あれ、ベルナデッタ？はい、どなたでしょうか。どなたって？リンハルトだよ。ここで何をしてるの？何をって、絵です。邪魔ですよね。帰りますから。いや、邪魔だなんて言ってないけど、僕は本を読みに来ただけだよ。つまり静かにするし、動かないから、互いに邪魔には。いや、もう好きにして。帰りたいなら帰ればいいよ。帰りたいわけじゃないですし。いや、帰ってやるもんですか。そういえば君って普段引きこもってるよね。ごめんなさい。今日は外にいてごめんなさい。怒ってますか？怒ってますよね。すぐに片付けて引きこもります。別に怒ってないって。むしろ僕は君に憧れを抱いてる。僕だって君のように引きこもって一日中外に出ずに過ごしたいわけだよ。でもそれだと研究ができないからとても悩ましくてね。憧れ？私に？さては何か企んでいるでしょう。ベルの真似をしてベルになり変わり、最後には亡き者にする気ですね。そんなことさせませんから。力の限り抵抗しますもん。いや、そんな気は全然。もうめんどくさいからそれでいいよ。助けて。命だけはご勘弁を。Was für ein Dream Team, die beiden. Aber ernsthaft mal. So was hast du auch noch nie gesehen. 少し眠くなってきたな。あら、こんなところでお昼寝だなんて。風が心地よさそうですね。ドロテアか。僕に何か用なの？そうですね。用といえば用かしら。寝転んでるあなたが気になって。でもこんなところで寝るなんて貴族様には見せられない光景ですね。一応僕も貴族なんだけどな。知ってるよね？ごめんなさい。リン君って貴族っぽくないから。人のあり方は人それぞれだよ。僕はこの生き方がいいし。まあ気取った貴族にはよくバカにされるけどね。バカにされて悔しくないんです？自尊心が傷つけられたりリン君はしません？自尊心？そんなもの生きるのには不要さ。貴族というと何かと自尊心が高いけど、本当にあなたは変わってるんですね。まあそうかもね。僕の父、内務卿のヘブリング伯といえばわかるかな。あの人は僕と違ってものすごく自尊心が高いよ。例えば軍務卿と犬猿の仲なのは知ってる？父は実のところ軍務卿を評価してるんだ。でも自尊心が邪魔して仲直りできない。そのせいで帝国は文官と武官も不仲さ。政治にも悪影響が出て最悪。ほんと自尊心なんか何の役にも立たないだろ。文官と武官の仲が悪いのはずっと昔からじゃないかしら。内務卿は文官の長なわけだし、勝手に頭を下げたら部下の立場もないでしょ。責任を負ってる分自尊心もなくちゃ長は務まらない気がしますよ、私は。それに
立場や職務に裏打ちされた自尊心は男を魅力的にすると思う。魅力的になる必要なんてある？生きる邪魔にしかならなさそうなんだけど。魅力がないと人から見向きされなくなっちゃいません？そしたらずっと昼寝してられるね。楽しそうだな。魅力が生きる邪魔？そんなことありえるのかしら？ Der Gesichtsausdruck, hey. Legendär. So, wir haben alles durch, Freunde. Perfekt. Ich würde sagen, wir speichern mal noch. Und dann machen wir uns also auf zu einem optionalen Kampf. Ich würde sagen, ja, wir haben zwar hier die Quest und so. Vorgegebenen Schlacht. Ja gut, warum nicht? War einfach Level 7, sollen wir also hinkriegen. Karte mit geringer Sichtweite. Ja, das ist immer ganz geil. So, komm, Switch. Lade. Wege zur Selbstverbesserung. Gibt's nicht. So, Einheiten. Kann ich alle mitnehmen? Jo, danke schön. Glaube ich sowieso in der Regel. Ja, bis zu 10, ne? Ich habe immer nur 9 dabei. Egal. Erst einmal System ganz kurz. Optionen. Wieder mal Kampfanimation raus. Damit es halt schneller geht. Wir verstehen uns, Freunde. Und dann würde ich direkt mal sagen, los, komm. Schlacht beginnen, jo. Das zu verlieren wäre irgendwie auch peinlich. Geht trotzdem mal ganz kurz hier die Gegner durch. Was haben die so drauf? Der Bogen, die fliegenden Einheiten. Ich hatte gar keine fliegenden Einheiten. Das ist eigentlich der größte Witz in der Sache. Also ganz sicher nichts Besonderes. Jetzt eigentlich auf ein Item. Ein Goldbeutel. Da muss ich aber auch nicht ausrüsten. Nee, komm. Leute, ganz ehrlich, das machen wir im Schnelldurchgang. Diesmal aber will ich etwas anders machen. Und zwar Michael und Edelgard nach vorne schicken. Vorne schicken heißt in dem Fall irgendwie nebeneinander und so. Weil ich etwas testen will. Okay. Ja, Fernando von Egil. So. Hätten wir die vordere Front. Die kann ein bisschen hinterher. Bernadetta kann von da aus auch schießen. Du hast momentan auch den Bogen ausgerüstet. Also nicht die schlechteste Idee. Und dann kommt er noch und dann gucken wir uns mal. Aber kein Damage macht. So, das wird jetzt ein richtiger Spaß. Lass mal gucken. Sind wir eigentlich schon alle Level 7? Glaub nicht, oder? Doch, tatsächlich. Windschnitt. Nicht schlecht. Dann hast du einen Schweifblick mit dem Stahlbogen und weg. So. Geht natürlich auch so. Eisenbogen. Schön mal ein bisschen reinzwirbeln. So, dann kommst du hier hin. Nicht zum Angreifen, nee, sondern einfach nur zum Unterstützen. Muss ganz kurz gucken. Sie kommt bis dahin, okay. Michael also bis dahin. Edelgard hier hin.
haben wir die hier hin, wa? Krasse Scheiße. Angreifen mit dem Wurfball, mal gucken. So. Petra ist kurz davor. Bei dem mal auch mal gucken. So. Gibt noch schöne Erfahrungspunkte, muss man sagen. So. Sammeln machen können. Scheiße. Vor Magie sammeln. Wäre gar mal so eine doofe Idee eigentlich. So, machen wir schneller hier. Wir warten, wie lange das immer dauert. Edelgard. Die Edelgard. Erstmal darfst du hier ein bisschen donnern. Ein bisschen verronen. Ein bisschen donnern. Dann darfst du hier ein bisschen schlitzen. Schwer der Schöpfersee. Hätten wir da eigentlich zweimal angreifen müssen? Hat er mal nicht gemacht. Seltsamer Typi. So, Wurfball. Welcher soll es sein? Der hier. Ferdinand. Strategie. Tumult bitte loslegen. Vierfach. Man im frühen Level 7. Ganz ehrlich, ihr macht die locker platt. Weil hier unten muss jetzt aufpassen. Das könnte jetzt... Je nachdem könnte das jetzt heikel werden. Mal ganz kurz ablocken. Wurfball, bitte killen. Dankeschön. Ja, eben reichst du ihn nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Egal. Ja, fast ein Level up. So. Jetzt hast du noch irgendwie... Ja, eben das Problem war. Jetzt hast du keinen geilen Angriff mehr. München ist jetzt ein bisschen zu heikel. Machen wir hier Ausrüstung. Da blockst du mal den guten Hubert ab und nimmst hier mal hier Eisenschwert. So. Was kriegst du? Geil. Tja, ich würde sagen, Schwert des Schöpfers. Man könnte auch noch hier einen Sonnenschlag machen. Eisenpanzer, ne, stimmt, kann mal die trainieren. Ich frage mich ernsthaft, ob ich jetzt dank dem Schwert des Schöpfers gegen diesen seltsamen Todesritter, aber den es einfach irgendwie richtig platt machen könnte. Von wegen, das ist gar keine Gefahr mehr für mich. So. Ja, das sind alles Erfahrungspunkte, Freunde. Auf die Mütze. Und tschüss. Die ist schon bald Level 10. So, ein paar Bogenschützen. Darum können wir uns eigentlich durchaus kümmern. Vielleicht Linhardt hier ganz kurz mal noch heilen.
Magier bringen sich auch in Stellung. Hier haben wir noch Kaspar, den Fröhlichen. Und Hubert, den Schrecklichen. Ah, schon das mit Versammeln. Ah, Mann, das mit dem Sammeln, ey. Ist ungewohnt, haben wir schon lange nicht mehr. Will gelernt sein treffen. Aua. Aua. Der kann's plötzlich. Was ein Rüpel. Alter, 4-mal! Die Eisenpanzer sind aber echt übel. So, keine Sorge, du kriegst dein Level Up noch. Ich hätte aber gern, dass er den hier sich holt. Eine Eisenlanze Plus. So. Du hast eigentlich auch ein Strategie, wa? Kann man das eigentlich nur so einsetzen? Ah. Ja gut, aber 60, ja gut, man kann es mal riskieren, wa? Ja, das ist, muss man ein bisschen trainieren, wa? Petura. Angreifen, Eisenbogen, killen bitte. Nicht, okay, aber Fangspunkte. Ein bisschen Speed. Sehr geil. Plötzlich Hubert derjenige, ein bisschen hinterherhinkt vom Level. Warum bloß, wa? So, wir machen ein bisschen Miasma hier. Ein bisschen was Stärkeres, Todesgeheul. Und weg ist er. So, nach vorne. Kaspar kann auch nach vorne. Wunderprächtig. Ja, vielleicht ein bisschen zu wunderprächtig. Egal, Änderung im Spiel, Freunde, ganz kurz nach. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, bevor ich sage warten, sehe ich zumindest schon mal, ob das irgendwie den Einflussradius verändert vom Gegner. Das sage ich früher nicht, das sage ich erst, nachdem ich ja, quasi ihr gesagt habe, okay, warten, dann habe ich es gesehen und dann war es natürlich schon zu spät, um noch darauf zu reagieren. Also der Hinsicht muss ich sagen, liebe Entwickler, GG und so, da haben die gut gemacht. Kann man nicht meckern. So, Kampftechnik, Blick. Sie können echt schon angreifen da hinten. Alter, die... Oh. Wie die Genauigkeit runtergeht. Das war schon ein bisschen pervers. Sammeln! Okay, nur noch auf eine Person. Okay, schade. Er war früher auch ein bisschen anders. Du warst eigentlich auf die direkt in deiner Umgebung, also sprich neben dir. Waren eigentlich in der Regel so 4 Felder. Ne, teilweise, stimmt, bei Awakening war es sogar noch ein bisschen mehr. So, ich hätte gerne einen anderen Level Up, theoretisch. Ich glaube, Edelgard ist vor mir dran, ja. Armer Siach, ja, aber gerade auch gehört. Armer Kerl. Das war ein Schweizer. Zum wegen Armer Siach. Warte mal, Kaspar, du bist ja auch kurz davor. Dann hau doch du einfach mal rein, wa? Komm. Mit einen Panzerfäusten. Wiesel flink, denn dein Wiesel ist super flink. Ja, er ist natürlich aus dem Feld zurückgerutscht, das ist eigentlich soweit auch richtig. Netter Crit. Level Up für Hubert, wenn ich ihm zurzeit nicht so richtig traue. Ja, gut.
So, Level up, Fernand Level 8. またつ Was willst du bloß mit deiner scheiß Magie, Alter? Magie bei dir ist irgendwie, weiß auch nicht. Einfach crazy. Das Edelgard ist klar, dass er noch was kriegt. Könnte eigentlich... Ah, warte mal. Den Bogen noch ein bisschen kitzeln für ein bisschen... Warte, Treffer. Einfach nur so. Wo muss Edelgard eigentlich noch ran in ihrer aktuellen Stufe? Man müsste auch schon viel gekämpft haben mittlerweile. ...35. Ich meine, das Level hätte sie schon, aber ja. Die Fähigkeit fehlt halt immer noch. Das war's. Relativ simpel. Behaupte ich mal. Die Frage ist jetzt bei Edelgard schon mal für die Mittelklasse irgendwie, ja, das Examen machen. Warte mal, ist der Tag eh vorbei, ich trottel. Also meine rein theoretisch, wobei ich mir überlege halt, einen Wechsel kann man natürlich auch, können wir auch später machen. Ah. 感謝するよくやってくれた感謝する Mittelstufensiegel. Heißt vor allem, 2? Nee. Ich wollte sagen, er kann auch ein anderes Examen machen. Nee, Mittelstufe kann nur Edelgard. Was? Nein, nicht da. Der Mittelstufe wird zwar theoretisch auch gehen, nee, Primarstufe meine ich halt. So, hier. Name, Autorität, Lord. Schwert D+ oder höher, Autorität. Sie müssen mit dem Schwert noch trainieren, wa? Aber ihr war es halt eher so in Richtung Kämpfer, wa? So Ritter. Irgendwie auch crazy, wa? Bandit. Starkkämpfer, die Front. Also ich hatte sie eigentlich nie so als Ritter in Betracht gezogen. Ich meine, klar hat sie Axtwert her und so. Ich meine, sowieso hoch und Rüstung ja auch. Aber insofern... Verteilung 8:7. Nee, da wäre doch von Ritter vergeudetes Talent. Stärke hat sich wieder, stimmt. Handy kann Geschwindigkeit, nein, würde sie irgendwie zum langsamen Ritter werden, nee, dann machen sie eher zum Banditen. Ist zwar ein bisschen doof, ich meine, klar, jetzt wäre irgendwie Lord, wäre eigentlich für sie entsprechender. Dafür müssen die noch ein bisschen mehr mit dem Schwert trainieren. Okay, Mittelstufe Sieg kann ich eh neu kaufen, das ist kein Problem. Das heißt, soll man hier für den Banditen machen, mal gucken, was da so abgeht. Edelgard als Bandit. Die Vorstellung hat irgendwie was, wa? Ja, wir können hin und her switchen, ne? Ist ja kein Problem. Peter wäre auch schon bald soweit. Ja, das läuft langsam. Unterstützung schon wieder. Wer nennt das schon B? Krasse Scheiße. Dann kommt dem auch mal ganz kurz, wa? Bernadetta. 恐れなくなるようにと私と行動を共にする努力は買うわ。買うけれど。やっぱりベルなんて邪魔だって言うんですよね。
そうです。私邪魔者ですから、もうダメなんです。ベルナデッタ。それよベルナデッタ。人の話を聞かないわよね、あなた。それでは努力も水泡に帰してしまう。人の話は最後まで聞くようにして。聞いている？なぜ何も言わないの？話は最後まで聞くようにと。ああ、もう話はおしまいですか？ええ、そうよ。じゃあもう叫んでも大丈夫ですかね？ええ、なるべくならうるさくはしないで。はい、それじゃあ小さめに叫びますね。あれ、なんで私騒いでたんでしたっけ？叫ぶ必要もなくなりましたね。なんか得した気分だな。あなたに悪気がないのはわかる。わかっているのだけれど。嫌な予感がします。私、部屋に戻りますね。待ちなさい。話は終わっていなかったわ。だから。そんなごむたいな。Irgendwann schon mal Rang B. So, Freunde, den Rest machen wir anders mal. Vermutlich bevor die nächste oder in der nächsten Folge, bevor die nächste Mission startet, vermutlich eher so rum. Edelgard, hey, jetzt bin ich mal bei ihr. Jetzt ist ja der Bandit schon. Also jetzt mal temporär zumindest. Überleg halt. Ist jetzt schon mal da. Klassenwechsel. Und jetzt kommt theoretisch zur Grundklasse zurück und so. Ist eigentlich geil, dass man immer wieder zurück kann. Auch in den Fähigkeiten. Natürlich ein bisschen seltsam ist jetzt hier. Erfahrung müssen noch 35 Mal fighten. Oder 35 Kämpfe verwickelt sein, damit da was geht. Und hier insgesamt 100, war. Da ist glaube ich nur 50. Ja, ist halt viel, war, aber es lohnt sich vermutlich auch. Oder ziemlich sicher. Axt halt schon auf C+. Ja, also muss man schwer noch ein bisschen ran. Und ich glaube, irgendwie bei ihr Lord wäre schon nicht so schlecht. Schwer kann es nach wie vor noch nutzen. Ne? Ist nicht so, dass irgendwie jetzt bei einem Axtkämpfer in ihr so plötzlich anders ist. Nö, sieht eigentlich so weiter gut aus. Ja, die Frage war, wechseln bei ihr? Ist das jetzt so in Ordnung, dass wir gewechselt haben? Oder sage ich jetzt wirklich stur von wegen, na, wechseln kann ich so machen, okay, aber ich bleibe jetzt hier auf der Primarstufe, bis ich die Fähigkeit freigeschaltet habe. Ist ein bisschen schwächer, oder? Weil es nicht ganz so viel Power hat im Angriff, aber wir haben es gerade gesehen, vor allem wir sind sowieso schon ziemlich stark. Ganz ehrlich. Egal, also, wir mal ganz kurz wieder speichern und dann sage ich vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Nächste Folge dann als erstes mal noch die restlichen Unterstützungsgespräche. Ich kann schon mal quatschen, also wirklich sein, ein paar zu Wende sind 2 Stück. Dann machen wir, wa? Zu Beginn der Folge 2 Stück, mal 2 Gespräche. Und dann eine große Mission für diesen Monat. Sprich, eigentlich das eigentliche Kapitelkampf von dem her. So eine Art alter Fire Emblem-Manier. Und dann Turm Kohlheim, da ist doch eigentlich das, was wir sowieso inne hatten. Und dann nächsten Monat. Sind wir eh noch nicht, war? Da wäre ein bisschen seltsam gewesen. Marktplatz, aber auch noch nichts Neues. Ich frage mich, wann es hier mal neue Waffen zum Kaufen gibt. Da bin ich echt mal gespannt, hey. Der Miniaturbogen. Der hat auch keine Stärke gegenüber den ganzen fliegenden Einheiten. Das ist sowieso so etwas, wa? Ritter und so weiter. Beim Gegner und so schon überall gesehen, kein Problem. Aber irgendwie so fliegende Einheiten. Ich meine, wir können Bogen schon sehr früh im Spiel kaufen. Aber hat es irgendwo einen Pegasus-Ritter unterwegs? Nö. Bisher noch gar nichts. Das ist ein bisschen etwas, was mich verwirrt. Aber egal.
Also in diesem Sinne, dafür zusehen und bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Three Houses. Dann vielleicht noch ein bisschen mehr Action und vor allem mehr Kämpfen. Bye bye.